Liebe Wittien, die Damen und Herren, bienvenue heute an zu Schöffling. Willkommen bei dieser Zeremonie zu Ehren von Frauen und Männern, die sich stark gemäht haben für Frieden, Freiheit, Solidarität, Menschenrechte und Demokratie. La Demokratie, c'est le gouvernement. Der Bürgermeister annimmt, dass die Schöfflinger Gemeinde auch eng mit der düsteren Zeit vom Zweiten Weltkrieg verbunden war. Viele Familien hatten eine gruselige Zeit durch Zwangsrekrutierung und Deportation. Durch die Aufhebung von der Wehrpflicht Ende August 1942 durch den Gauleiter Gustav Simon ist es den 31. August zu einem Generalstreik gekommen und auch auf der Schöfflinger Schmelz und der Arbeiter sich gewählt. Das alles und nach vielen anderen Momenten verbunden wir mit der deutschen Besatzung. Nazien haben direkt den Ausnahmezustand erklärt, an 21 Männer sind hingerichtet gehen, und viele andere sind an der Prison oder KZ verschläft gehen. Heute gedenkt als Gemeinde, zusammen mit den Delegierten von der Kriegsopfer, Resistenzorganisation und vielen Inviten auf der Freiheitsplatz diesen Viktimen. Den Herr Weimarskirch weist darauf hin, dass der 31. August dem nur ein Datum mit Symbolik ist. Ein Tag, den nicht an den Vergiss der fallen. Heute sind und bleiben wir gefordert, dass das nicht geschieht, unter anderem das Schicksal von den Juden zu Lützeburg an den Jahren 1940 bis 1945, wo wir letztes Jahr mit den Stolpersteinen ein Zeichen gesetzt haben. Letztes Jahr haben wir mit den Stolpersteinen ein Zeichen zu Lützeburg gesetzt, für das Schicksal von den Juden aus den Jahren 1940 bis 1945 zu gedenken. Es ist für uns wichtig, auch in Zukunft alle Aspekte vom Zweiten Weltkrieg zu analysieren oder hervorzuheben und für das Publikum zugänglich zu machen. Es geht darum, dass an den Schlüsselmomenten von der Besatzung an den Terror von Demos erinnert wird, sodass diese Evenemente sich nie mehr wiederholen. Wenn wir durch die Welt blicken, dann wissen wir auch, dass nach viel Engagement für Frieden und Freiheit gefordert ist. Die Damen und Herren, Leif Schöfflinger. Wir stehen heute zusammen, wie schon seit Jahren und noch Jahrzehnten, dir an anderer Fironisch Stungen. Nach all der Zeit regelt der Zweite Weltkrieg immer mehr weit an Geschichtsbücher. Wird Männer greifbar. Und zu gleicher Zeit bekriegt sich die Menschheit immer noch. Mal ganz weit, mal mannerweit von hier weg. Als Repräsentant vom Ferroforum, ein Projekt, das sich entwickelt, nicht weit weg von da, wo 74 Jahre eine Dampfsirene die Resistenz von denen markiert hat, die nicht bereit waren, sich mit anderen jungen Männern die Kappe abschlagen zu gehen, und ich stehe ein paar wieder zum Generalstreik zu suchen. Und das als sehen, die weder auf der Schmelz geschafft hat, nach an der Resistenz war. Just ein paar wieder zum Ferroforumsprojekt. Das ist ein Projekt, das nächstes Jahr zum Kulturjahr wird seinen Auftakt fanden an der Freierer Zentralwerkstatt von der Schöfflinger Schmelz. Das ist ein Projekt, das sich um Eisener Stahl dreht, um Patrimoine, um Kreation, Austausch, Transmission von Savoir-faire. Und natürlich wünschen wir uns, dass der Projekt auch nur dem Kulturjahr wird bestehen bleiben. Wir werden als Ferroforum als das nächstes Jahr an dieser ersten offiziellen Programmation mit diesem ganz wichtigen Evenement, den Alltag an der Schmelz und das Leben an der Familie rundherum auf den Kopf gestellt wird, mehr im Detail auch also setzen. Ich will dem aber nicht vorgreifen, erlaubt man dafür als Kulturschaffenden, das Jahr mehr weit auszuholen an diesem Domain, an hier der Schweizer Eiseskulpteur, der Bernhard Luginbühl, zu zitieren. 1929 zu Bern geboren, war der Luginbühl einer von den bedeutendsten Stahlkünstlern an der Nachkriegszeit an rundherum der Schweiz. Neben dem mehr bekannten Jean Tinguely
große Vertreter vom Nouveau Realisme, wo zum Teil monumental Werke geschaffen, also sich immer nächst mit Zerstörung auf Vergänglichkeit beschäftigt und noch damit indirekt den Krieg verschafft. Der Luginbühl hat, wenn er von Eisen geschwärzt hat, zwischen Liebeisen und Böseisen unterschied. Ich zitiere. Kanonenkugeln gehören zum Böseisen. Zum Böseisen gehören Panzer, Splitter, Hack und das Klemmböseisen, das Ketten- und Gittereisen, das Stachel- und Endlichdrahteisen, das Spieß- und Schlageisen, das Splittermantel-Böseisen, der Walz-Totstahl. Aber es gibt auch das Liebeisen, aus dem die Eisenbahn gemacht ist. Es gibt das liebe Brotkneteisen und das Zuckerlutscheisen und das Mami-Brezeleisen. Wenn wir uns die Notionen für uns anhalten, ist immer die ganze Komplexität von der Eisenherstellung und die Rolle von dem Material, das seit der Eisenzeit sowohl als Schwert als Waffe konnte geschmiedet gehen, mehr auch als Spengel oder Fibel für ein Kleid zusammenzuhalten. Auch als Stahlindustrie wird an ihrer langen Geschichte also nie nimmen Liebeisen gewalzt. Ich streife das Bild ein bisschen weit. Stell dich vor, der sieht Schmelzarbeiter, schafft an einem Blechwalzwerk. Sieht stolz auf der gute Blech, der für schön blinkig Traktorkarosserien an die halbe Welt geht. Die geht aber nur zwangsrekrutiert, fand ich kurz noch unter Front rum. Es wird sicher keiner gefragt, ob der Welt macht oder nicht. Da sitzt am Bulli zu zittern, guckt, ob einen eisernen Helm, den kurz ausgedohnt hat, für den Kerl Schweiß aufzurischen. Den Helm hast du vielleicht aus dem Blech geformt, den dir selber nach 4 Wochen für ganz andere Zwecke gewalzt hat. Da wird dir halt ein guter Schutz sein. Und dann denkt er dem Gegner sein Helm, den han der Kopf auch wie dir am Bulli sitzt. Und er denkt dem sein Mitraillette. Und nun er. Die Absurdität vom Kriegfeiern und Verstreckungen, die durch die ganze Weltökonomie gehen, will ich nicht thematisieren. Was man aber aus diesem Bild dann noch aus dem Luginbühl-Singen Begriff verlieren, als dass man an einer Welt leben, wo nicht schwarz-weiß ist, sich alles an der Grottein dazwischen aufspielt. Gerade an der Welt vom Eisen, das Material, das so viel auf vielseitig angesagt wird, von der Kanakutsch bis zur Atombombe. Eine Menschheit, die die schönsten und nobelst friedlich materielle und immaterielle Momente kann erschaffen, kann das genauso gewaltvoll zerrappen und vernichten. Das Menschheit, die het fertig bringt, Milliardenbeträge auszugeben für Eisen und andere Metalle und Raketen zu verbauen, die keinem Mensch zugutekommen, die Menschheit, die nach immer nicht gewollt ist, für Frieden an der Welt zu sorgen, braucht auch 79 Jahre nach einem Generalstreik immer noch Individuen, die Kraft an den immensen Courage haben, die Bremse zu ziehen und zu resistieren. Dafür stehen wir heute zusammen. Und dafür steht auch das Faire Forum für eine nuancierte Auseinandersetzung mit diesem Patrimoine, um Respekt von allen Aspekten von unserer Geschichte. Ich wünsche uns allen Frieden und ein warmherziges Wafel aus einem Leben Eisen. Die Damen und Herren, ich so den Michael Feinen für diesen interessanten und speziellen Exposé. Merci für diese nachdenkliche Reflexionen, für den Appell, sich mit Engagement für eine friedliche Welt stark zu machen und eben noch alle Formen von Indifferenz aufzuschwächen. Wohlwissend, wie ihr gesagt habt, dass es immer nicht eine nuancierte Vue und Approche muss haben, ob das, was lebt an uns. Das ist immer nötig. Der Streik an der Willen, sich für eine bessere Welt anzusetzen, das auf viele andere Punkte so ist, dass die Kommemoration vom Streik 1942 wichtig und notwendig als bleibt
auch wann et andere Stimmen und Meinungen dazu gehen. Et ist immer noch ein klares Bekenntnis an den Appell, standhafter Konsequenz zu bleiben gegen alle Formen von Intoleranz, Diskrimination, Repression und Gewalt. Leute, die keinen Krieg erlebt haben, allerdings will selber Krieg feiern oder provozieren, wissen nicht, was sie alles un Elend an und Not suscitieren. Die Situation vom früheren deutschen Bundeskanzler Helmut Schmidt ist ohne Zweifel direkt mit 2 Händen zu unterschreiben. En plus als das Festivität in Appell immer nicht alles drin zu setzen, dass der gruselige Kalvaire vom Krieg nicht vergisst wird. Und dass an die erinnert wird, die Schicksalszeit vom Krieg erlebt haben. Die Damen und Herren, die große Feind vom Frieden oder Großfeinden vom Frieden, die an euch selber wohnen, sind falsche Ambitionen, penible Jalousie und den absoluten Drang nur Murcht, sind ungebremste Roserei und überdriven Überheblichkeit. Aber auch oder für allem Gewalt und Intoleranz. Wenn wir das Feinde verdreiben, dann dürfen wir den Frieden genießen. Das ist eine Reflexion vom italienischen Literat Francesco Petrarca. Das alles und noch viel mehr sind Appeller von Haut. Nicht vergessen, was geschieht ist. Die Ehren, die sich für Frieden und Gerechtigkeit stark gemacht haben, als sich für uns anhalten, dass nichts auf dieser Welt selbstverständlich ist. Schon gar nicht der Frieden und Gerechtigkeit. Merci für Ihre Präsenz, merci für Ihr Engagement, für Frieden und Gerechtigkeit. Merci und bleibt gesund.